In den nächsten 20 Minuten haben wir wieder unsere Geschichte von George Rempel. Er redet mal von, wo sie in Mexico City und das Privilegium geschafft haben, das utgearbeitet haben mit Präsident Alvaro Obregón. Und dann sich auf eine Reise begeben um Estado Durango, zum Dorland besichtigen und dann sich auf ein Waisenhaus begeben. Diese Geschichte behandelt hauptsächlich die Oldkolonie Mennoniten, wird in den 1920er Jahren von Manitoba und Saskatchewan nach Chihuahua, Mexiko umsiedelten. George Rempel ist selbst einer von uns in Mexiko geboren, abgewachsen, hat durch Schule gedient, ist nu wohnhaft in Kanada, studiert in Schrift unsere Geschichte. Ich bin Herrn Rempel und ich wünsche Ihnen guten Empfang. Unsere Geschichte. Von der wollen wir noch mehr davon vertellen, wo die erste oldkolonische Delegation aus Kanada in Mexiko noch passende Siedlungsland sieht und dann Lothar versucht in Mexico City gewünschte Freiheiten zu kriegen. Sinnabend am 12. Februar fahren die Delegaten, ihr Bruder J.F. Wieb und ihr Dolmetscher Daniel Salas Lopez, Klock 8 morgens mit 2 Automobils von Santiago Nayarit auf das Hügelgebäude Bad Tepec Nayarit. Sie kommen durch Klock 12 ab Mittag an. Sonntag am 13. Februar fahren alle 8 Männer weiter mit 2 Autos zwischen viel Hügelgebäude und durch viel Diepe Täler Bad Ixtlan Nayarit, wo sie Klock 4 Nachmittag ankommen. Von Ixtlan geht kein Weg, keine Eisenbahn wieder durch die Boy, bloß Steg, wo Eselsbogen gehen. Von hier an müssen die Delegaten in ihre Führers ab Esels wieder reden, bei der andere Seite von der Boy, wo weiter eine Eisenbahn ist. Sie meiden sich 2 Mexikaner mit ihre Eselstaub, laden all ihr Gepäck ab 2 von diesen Esels und bringen dort gut fast oben, saten sich selbst ab jeder einen gesodelten Esel ab und reisen Klock 37 zu Owens los. Einer von den Mexikanern ritt fair an und der andere hinter an. Solange aus Monenschien ist, geht das ganz gut. Als der Monenschien verschwungen ist, dann geht das nicht so gut. So rieden die 10 Männer die ganze Nacht über durch diepe steinige Täler zwischen Hügel steinige Bäume. Manchmal wird an Angst, aber die kleinen Esels gehen scheinbar sehr sicher. Klock 3 der Nacht sagt Cornelius Rempel, ich kann nicht wieder reden. Ich hab zu viel weiter. Er legt sich auf die Ehe an und sagt, weil wir hier bleiben, bis der Morgen anbricht. Und alle Männer wird Angst. Aber einer von den mexikanischen Führern sagt, wir brauchen bloß noch eine Stunde wieder reden. Und dann bleibt ein mexikanischer Führer und David Rempel bei Cornelius Rempel und der andere reden wieder bei einem Rancho. Aber dort geht doch noch bis Klock 15 morgens, also noch 2 Stunden. Als die anderen Männer da aufstehen, dann sind Cornelius Rempel, David Rempel und die anderen Mexikaner auch bei da. Cornelius Rempel wird in Bad gebracht und die anderen Männer eten Frühstück. Am eine Stunde kommt Cornelius Rempel, trinkt einen Koffel Kaffee oder einen Koffel Tee und am 7:30 zu morgens reden sie weiter wieder, bis sie am 11:30 Vormittag alle glücklich in San Marcos ankommen, wo die Eisenbahn war anfangen. Ihre schwere Reise ab kleine Esels ist glücklich zum Ende gekommen. Montag, den 14. Februar, Klock 12 ab Mittag, stehen alle 8 Männer in San Marcos am Zug und fahren wieder. Sie kommen Montag, Klock 5 zu morgens in Guadalajara, Jalisco an. Dort die Delegaten in Guadalajara von einem Deutschländer abgenommen wurden, der eine Bayer-Brüherie hat, und dort des Deutsche an seine ganze Brüherie wiest, und haben sogar jeder einen Bayer gehabt, davon schrift bloß David Rempel. Vielleicht wundern wir ein bisschen, woran. Dienstag am 15. Februar, Klock 5 zu morgens, fuhrt die Delegation mit dem Zug von Guadalajara auf und kommt Mittwoch am 16. Februar am 39 zu morgens in Mexico City an. Sie nehmen Hotelstoven im Hotel Majestic
und krijgelijk een eeuw vom Zucker lossteht, en verrijven zich door eerst mal goed. Donnerdag 17. Februar regent dat den ganzen Tag über in Mexico City. Klok 8 oder klok 9 abends loten deze kanadische Delegaten sich eerst nom AKB-minister handvieren en fahren dann mit Amtop nom Regierungshuis Castillo de Chapultepec en leihen dem Präsident Álvaro Obregón ihre Sache vor. Sie reden mit ihm vor 1,5 Stunden über alle Punkte, die sie an ihrem Privilegium-Dokument beschrieben haben wollen, wann die mexikanische Regierung an die geben will. Der Präsident sagt, er will an die gewünschte Freiheiten in seinem Land geben, aber ihm ist dort nicht leicht deutlich zu merken, was sie alles in ihrem Privilegium-Dokument alles ausgeschrieben haben wollen. Aber als er denkt, dass ihm alles klar ist, dann verspricht er an, die so zu geben, als sie die wünschen. Als die Delegaten den Präsident seinem Palast Castillo de Chapultepec verlassen wollen, wurden sie eingeladen, Freitag 18. Februar weiter zum Palast zu kommen, alles zu besehen. Als sie am nächsten Tag, so wie klok 11 Vormittag, am Haag ankommen, dann nimmt ein angestellter Mann an ab und wies an alles am Hof und an alle Stoven am großen Gebiet. Sie sehen da viel wundervolle Sachen, viel prachtvolle Sachen, aber besonders wurden die Delegaten beeindruckt von den großen Blumengarten, den sie da sehen. An wird gesagt, dass im Garten über 200 verschiedene Sorten von Blumen sind. Und am 19. Februar lernen die Delegaten nur recht, dass sie sich das Privilegium-Dokument vom Aufgrund holen können. Klok 4 Nachmittag kommt es nur recht und sie merken sicher, dass sie zu tief da sind. Da wird an vorgelesen, wo die Aufgrund das Privilegium ausgeschrieben hat, aber das ist nicht alles so ausgeschrieben, als die Delegaten dort wünschen. Sie reden mit einem darüber und die wird sich mit einem einig, dass die Delegaten selbst ausschreiben sollen, was sie am Privilegium-Dokument ausgeschrieben haben wollen und wo. Der Aufgrund sagt, wenn die Krieg ausgeschrieben haben, was sie ein Privilegium-Dokument haben wollen, dann will ich dem Präsident dort so verleihen. Hier nu eerst zwischen einem Bild von was in Kanada dieses Jahr passiert. Am 19. Februar kommt von Florida ein Julius Alferman nach Swift Current, Saskatchewan. Der sagt, da wollen bald 4 Männer ankommen, die den Auftrag haben, die Ölkolonie zu sagen, dass sie in Florida alles finden und kriegen können, wo sie nur sehen. Am 28. Februar kommen diese 4 Männer und stellen sich vor. Der erste stellt sich vor als einer, der an die Freiheiten utarbeiten kann, der andere als einer, der an helfen kann, reich das Siedlungsland finden und so weiter. Aber die Swift-Currenter sagen diese Männer, dass sie ihr Angebot all nicht auch noch abnehmen und euer Segen wollen. Aber diese Männer sagen, sie fahren von Swift-Current fort auch noch nach Manitoba, um die ölkolonische Leiter auch noch anzubieten, was sie geschickt sind anzubieten. Dort fahren Abraham Wieb und Julius Wieb auch nach Manitoba und sind mit dabei, als diese Männer dort durchverstellen. Aber die manitobische Leiter sagen auch, dass sie ihr Angebot all nicht auch noch unter Segen lassen wollen. Und über das Trick New Mexico, wo die Delegaten sich bemühen, gewünschte Freiheiten auszuarbeiten und dann versichern wollen, passende Siedlungsländer zu finden. Sonntag am 20. Februar holen die Delegaten an ihre Hotelstube Andacht, Julius Leibendrecht eine Predigt für unter dem Text von 4. Mose 9, 15-19. Die Regierung hat einen Mann mit dem Namen Wolf, plautischer Namen Wolf, extra dort angestellt, dass er die Delegaten an die Stadt allerhand wiesen soll, wann an der Zeit lang wird beim langen Lehren.
Montag am 21. Februar sind die Delegaten im Hotel, oder sie gehen in den City-Raum und besinnen sich allerhand Dinge. Sie besinnen sich so in Bett der Stadt und bewundern den Zocalo, die Regierungsgebiete und das große katholische Kirchengebiet. Dienstag am 22. Februar sind die Delegaten noch immer im Hotel und lernen noch recht, dass sie das Privilegium-Dokument holen können, aber da kommt noch immer keine Nachricht. Und alles, was das noch zu tun ist noch weiter ein Bett mehr von der Stadt zu besehen. Netweg am 23. Februar lernen die Delegaten noch weiter noch Nachricht, aber da kommt bloß Nachricht, dass es noch einmal 24 Stunden wird. Donnerstag am 24. Februar kommt noch weiter nichts. Das wir, weil die Mennoniten der Anfang von lehren, was in Mexiko das Wort Mañana meint. Freitag am 25. Februar hoffen die Delegierten Männer, das Privilegium-Dokument zu kriegen, und wenn sie das kriegen wollen, dann wollen sie am 26. von Mexico City auffahren nach der Stadt Durango. Und am 26. Februar kriegen die Delegaten zu abends das nie ausgeschriebene Privilegium-Dokument zum Durchsehen, auf nu alles richtig ausgeschrieben worden ist. Und wenn das alles recht ist, dann soll das gestampelt und unterschrieben werden, und dann soll die Delegaten dort herangeschickt werden bei der Stadt Durango. So wird dort versprochen. Sonntag am 27. Februar fahren die Delegaten um 7:35 Uhr morgens von Mexico City auf nach der Stadt Durango. Montag am 28. Februar, Klock 7 Uhr morgens, kommen sie in Durango an. Sie nehmen durch Hotelstuben, um sich über Nacht gut zu verreiben. Dann von dort werden sie Dienstag am 1. März, Klock 2 Uhr Nachmittag, vor den Ländereien beseinen. Aber dort wird doch Feier bei ihm, was sie wegkommen. Sie kommen zur Nacht bei das Stadtje Canatlan. Netweg am 2. März fahren sie 7:30 Uhr morgens von Canatlan uit mit 2 Autos und beseinen Ländereien bei Klock 6 zu abends. Sie blieben dann auf dem Rancho San Antonio über Nacht. Sie schlopen dort Büten auf dem Kornstrohhüpen. Das große Fleck Land, was sie beseinen haben, das liegt zwischen 2 Bohrstriepen und soll so bei 15 Mil breit und 40 Mil lang sein. Donnerdag am 3. März stunden die Delegaten all 5:30 Uhr morgens ab. Und als das erst so meist Tag ist, dann fahren sie auf ihre Trägreise nach der Stadt Canatlan so, dass sie das große Fleck Land noch von der Seite beseinen können. Und was die Mappe stehen sie so am Nähen zu abends am Suchen an und kommen 11:30 zu abends in Canatlan an. Freitag am 4. März, als die Delegaten sich weiter gut ausgeschlafen und flüssig gegessen haben, dann fahren sie mit Autos zurück nach der Stadt Durango. Auf diesem Trägweg nach Durango besehen sie noch die Landschaften von 2 anderen großen Ranchos. Einer ist 73.000 Acker groß und der andere 75.000 Acker. Und am 5. März stehen die Delegaten Klock 8 Uhr morgens am Zug an und fahren von Durango nach Poanas. Sie kommen durch 9:30 an und beseinen dort noch weiter Meierland. Dem das Land beseinen ritt Benjamin Jetson und ein Mexikaner vorab, und die anderen Delegaten loten sich von einem Mexikaner mit seinem Müllerfahrzeug heranführen. Mit einmal bockt Jetson sein Pietarm rauf, sodass es stifft. Sie denken, das mal wird Jetson zu spät gekommen sein. Aber als der Stoff sich im Bett gelegt hat, dann hat Jetson allweiter seinen Fuß am Bergel und schlagt sich ab. Und dann sagt er, nu geht es weiter nach Eselort wieder. Als die Delegaten zurückkommen bei der Stadt Durango, dann sind sie eingeladen, den Gouverneur zu besuchen. Klock 5 jeden Abend besuchen die Delegaten den Gouverneur in der Stadt Durango. Sie sagen ihm, sie haben im Estado Durango viel gutes Land gesehen. Und der Landespräsident Alvaro Obregón hat den Mennoniten ihre gewünschten Freiheiten gegeben. Der Gouverneur versichert den Delegaten, dass er diese Freiheiten respektieren wird, dass er jeden mennonitische Form in seinem Staat abnehmen wird und dass er sein Bestes verantworten wird, wenn sie nach Durango treten wollen. Offiziell heißt das im Land, dass der Bürgerkrieg in Mexiko über ist. Aber da sind doch noch hier und da
Rivalengroepen, die bald hier en bald daar simmeljen schoden merken. En groot en die deel als de delegaten en de stad Durango zijn, heeft een zo'n groep door overnacht een schoof-Iserboonkoren verbrannt en ook anderen schoven gedreven. De gouverneur zegt de delegaten, omdat het zeer leid dat zij dat door zo aantrafen moeten, dat een zo'n groep nog waar veel schoden aangerecht heeft met ihre plunderungen. De delegaten bedanken zich dafür, dat de gouverneur aan zo goed opgenomen heeft. En dan zegt Julius Leven nog, ze willen voor hem en voor zijn diener jeder zondag in ihre Kirchen beten. De gouverneur bedankt zich dafür en zegt, dat gefällt mir sehr. En dan verabschieden ze zich met een handdruk. Am 16. März, gerade als de delegaten zo meestrijd zijn om terug naar ihre Heimat voeren, dan wordt aan dat ongeschrevene en gestempelde privilegiumdocument im Hotel überreicht, zoals aan dat versproken worden weer, eer ze van Mexico City aufgefahren werden. Ze kriegen 3 kopieën. Eine kopie voor de gemeente in Manitoba, eine voor de gemeente op de Hague Reserve in Saskatchewan, eine voor de gemeente op de Swift Current Reserve in Saskatchewan. Onze tijd is aufgeraan en hier is vielleicht krijgt de rechte tijd van deel auf te breken. Ik wil bloos nog vragen, wist je dat het in Mexico keine Burras gibt, wat Mennoniten door handtrappen? Ik zei een beetje meer daarvan, wanneer we nächstes Mal anfangen. Nächstes Mal sagen wir, wo die Mennoniten das Privilegiumdokument lüden deed, ein Bild von der ersten Delegation ihrer Terugreis nach Kanada und dann von wo altkolonische Delegationen aus Kanada und Mexiko nach passende Siedlungsländer sehen. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.